liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Dragon Age Origins auf Pelzig, gerade frisch aus dem Drachefest zurückgekehrt. Aber die Episode wurde noch vor dem Drachefest aufgenommen. Wahrscheinlich auch noch die nächste 2 Episode dann. Deswegen kann ich euch wahrscheinlich erst in 3 Episoden, wenn es euch denn interessiert, erzählen, wie es beim Drachefest 2019 so gelaufen ist. So, daneben ist Connor. Very well. Buch. Aveline. Ritter von Orlais. Rennen wir mal mit dem. You're the one who saved me. Na, so halbwegs. So ist es, vergiss es nicht. I will. I'll remember. I wish Mother were here. Nobody will tell me how she died. They say I'll find out when I'm older. Naja, steht jetzt nur Prüfer am Verzähler, aber die Option haben wir ja leider nicht. Naja, gut, also irgendwann gibt's mal wieder lustige Dämonenplage durch den besessenen Kerl, aber soll uns wohl nicht weiter jucken. Okay, wir plündern hier munter weiter. Genau, du geht's noch wohin? It is begun. I could do that for you. Ach, du kannst aufmachen, dann mach doch mal. Fähigkeit unzureichend, das gibt's doch nicht. Tja, wir gucken erstmal, ob wir nicht vielleicht irgendwo noch einen Schlüssel auftreiben. Da geht's noch wohin, eine Kammer. Irgendein Schlafzimmer, wahrscheinlich das von Isolde. Da ist ein Bücherregal. Gucken wir uns auch nochmal an. Die Gerrins aus Ferelden, ein genealogischer Abriss. Ja, ultra spannend die Lektüre. Ich muss schon gerne, wenn ich das nur höre. Schwache Verletzungsausrüstung als Herde mit, können wir gebrauchen. Und was ist dann hier noch? Okay, nur ein Korridor. Da geht es auch in eine Raumreihe. Da ist eine Truhe. Drachenstatue aus Stein. Schwache Eissalber. Okay. Und da geht's noch irgendwo hier. Haltung der Gaul, genau. I shall do it. Da ist noch ein Schlafzimmer. Da ist ein Buch. It is mit begun. Tagebuch eines Besänftigten. Liest sich bestimmt auch wie auf Valium. Alter, wer hängt dann so Bilder auf? Okay. Ah, Truhe. Mach mal auf, Mädel. Du haben wir Lederhandschuhe gehärtet und du herrschst auf einfach mal willkürlich Steinrüstung zu zaubern. Dann gehen wir wieder die Gang lang. Du geht's noch irgendwo hier. Und zwar zu Erdgeschoss. Ah, warte mal. Ah, dann sind wir jetzt hier in andere Okay, klar. Dann sind wir jetzt hier einfach ein Stockwerk höher. Wir sollten uns trotzdem aber nochmal umgucken. Das war das, was wir schon... Okay. Haben wir alle schon mit Al-Imens Zimmer, Connors Zimmer. Alle Hopf. Dann haben wir uns hier auch umgeguckt. Wo Ben Tegan ist, weiß ich jetzt allerdings nicht. Der ist vielleicht ohne. Und hier ist irgendwo noch ein Raum, wo wir nicht 3 konnten. Schade eigentlich. Naja, vielleicht später. Merken wir uns einfach mal vor. So, was ist denn hier noch? Ja. Das ist die Großhalle. Wo geht's noch wohin? Wahrscheinlich das Arbeitszimmer vom Aal. Very well. Das Reich von Orlais. I shall do it. Amulett von Alistairs Mutter. Das könnte ein gutes Geschenk für Alistair sein, wenn wir mal wieder im Gruppelager sind. Okay, da geht's wieder in die Halle. Da sind noch ein paar Leiche, die wir flattern können von der Wache. Ja, das Sold von N Silber und 49 Kupfer haben wir noch. 5 Silber, 9 Silber, fast 10er. Oh Gott, der Herr Reich. Da ist nix. Ja, das wird wohl so, keine Ahnung, was war Esszimmer sei wahrscheinlich, ne? Was denn angeht, da können wir mal kurz speichern. Beim Yankee 1, wir haben ja was wir wollten. Dann mach du doch mal hier, was soll man denn so klauen? Stehlen erfolgreich. Haha, 22 Silber. Warum nicht, ne? Okay. You return. Might you have news? Okay, ruft ihr Imens Ritter zurück. Yes, but they are returning slowly. Okay. No doubt the war's progress, as well as the Darkspawns, hinders many of them. Gut. Then I must resume my duties. Geh mal. The civil war continues, and Loghain is no doubt angered Redcliffe has not been disabled. Good luck, my lady. You are a great and noble woman. Ja, ja. I hope it continues to go well, for all our sakes.
naja, die müssen ja denken, dass ich gut bin, weil, naja, ich hab's ja offiziell beseitigt, alles. It is good you resolved this demon business. Now we must either revive the Bla, Arl bla, or bla. allow Van Tegan to take his place. Okay, da geht's dann wieder in den Hof. Ich mag mich trotzdem noch hier ein bisschen umgucken, wenn möglich. Und noch ein bisschen plündern, wenn ich kann. Ah, ich glaube, da war ich aber schon. Jupp, genau. Na gut, dann haben wir soweit alles. Und wir gehen mal in den Hof. Nur ein Raum steht uns hier leider nicht zur Verfügung. Aber egal, guckst wie gedupst. Wir gehen raus und können uns dann wieder um die Next Quest kümmern. Und zwar täte ich als nächstes tatsächlich die Magier abklappern. So. Die Magier, dann die Elfer und dann die Zwerge und zum Schluss die Urne der heiligen Asche Gedöns. So, dann ziehen wir mal weiter. Wir machen aber erstmal ein bisschen Rast. Gehen das Ganze mal ein bisschen gemütlich und langsamer an. I heard about what happened at Redcliffe. I want to talk to you about it. Okay. Das Ergebnis war doch recht erfreulich, oder? I just wanted to thank you. You went out of your way to save the Arl's family, and you did it. Even though it would have been easier not to. There's been so much death and destruction. It makes me feel good that at least we were able to save something. No matter how small. I owe the Arl that much. Ja, der ist ja von dem aufgezogen worden. Gern geschehen. Good. Now that the warm, fuzzy part of the day is over with, we can get back to the ritual dismemberments. Oh wait, it's not Tuesday, is it? Okay, von Alistair habe ich nochmal 7 Zustimmungspunkte gekriegt. Wo ist er dann? Da ist er. So, Kerl. Bei dich habe ich noch was. Und zwar hier das Amulett. This is my mother's amulet. It has to be. But why isn't it broken? Where did you find it? Im Studierzimmer in Redcliffe. Oh, the Arl study? Back when Arl Eamon told me I was being sent to the Chantry, I took my mother's amulet, the only thing I ever had of hers, and shattered it against the wall. I was so angry. So he must have found it and had it repaired. Why would he do that? Vielleicht bedeutet ihr ihm mehr, als ihr glaubt. I guess you could be right. We never really talked that much. And then the way I left. Thank you. I mean it. I thought I'd lost this to my own stupidity. I'll need to talk to him about this if he recovers from his... When he recovers, that is. I wish I'd had this a long time ago. Anyhow, let's go. And thanks again. Jo, das gibt nochmal 8 Punkte und habe ihn zur mittleren Konstitution inspiriert. Na gut, gucken wir nochmal, was wir doch möglicherweise hier noch an die Leute verpulvern können an Geschenke. Drachenstatue aus Stein. Das könnte was für Morrigan sein. Interesting. Ja, so ein bisschen. Lammknoche wäre doch eher was hier für Leverwurst. Ja, Hauptsache es ist weg aus unserem Inventar. Ansonsten König Merricks Schild scheint wirklich keine großartige Interesse dran zu haben. Der Gesang des Lichts, das geht anscheinend nur an Morrigan. And you give this to me, why? Scheiße, scheiße. Das war nicht gut. Das hat uns komplett alles versaut. Ach, so ein Dreck. Okay. Das haben wir wohl der falsche Geber. Das müssen wir irgendwie wieder reparieren. Die hat sich ja sowieso ein bisschen abseits gestellt. Dann verzählen wir mal ein bisschen mit ihr. Das war nicht gut. Das hat das ganze Vertrauen versaut. Ich will Retter. If you must. Wurdet ihr schon mal von der Kirche gejagt? My mother has been hunted from time to time, yes. By Templar fools like Alistair, which should tell you how successful they generally were. Flemeth made a bit of a game of it, in fact. The Templars would come again, and she would look at me and smile and say that the fun was to begin once more.
Was für euch war das Spaß, ne? Sie haben euch keine Schwierigkeiten gemacht. I am unsure. I was too young to understand, and perhaps 'twas bravado on Flemeth's part, or perhaps she was merely amused. I will never know. Flemeth would warn them once. 'Twas a warning they inevitably failed to heed. And then the true game began. Often Flemeth would use me as bait. A little girl to scream and run and lure the Templars deeper into the wilds and to their doom. Sind doch sicher mehr Kummer. Sometimes. Eventually. Thankfully, the wilds is a vast place. Once they found us, Flemeth would simply move us elsewhere and we would be lost within the forest once again. I did not understand the danger we faced until I was much older. I had never heard of apostates or maleficarum. Okay, Sie haben kriegt, was sie verdient haben. Perhaps they did. Still, I do not begrudge them doing what they believe is necessary. The Chantry sees any mages not leashed to the Circle of Magi as apostates. And apostates could become maleficarum, evil mages that resort to blood magic and become demon-enslaved abominations. It may even be true. Still, those of us who prefer freedom see no reason to submit. Bin ich ganz eurer Meinung. Wir versuchen sie wieder zu reparieren, dass ich minus 50 jetzt kriegt habe wegen dem Scheißgesang des Lichts. An interesting answer for a mage. Enough of this talk. Let us return to the task at hand. Gut, das gibt nur plus 4. What do you wish of me? Nur ein bisschen froher. If you must. Ist Flemeth wirklich wie sie oder was sie zu sein scheint? Well, that depends, does it not? What does she seem to be? Mensch? Oh, she certainly was human. Once. Tell me, how much do you know of the tale? The one that the Chastened still tell of my mother, to frighten them into obedience. Mich interessiert mehr die Wahrheit. I can relay what Flemeth once told me herself, and you can decide whether or not 'tis the truth, if you desire. Das klingt interessant. As the tale is sung by the bards, there was a time when Flemeth was glaub, das können wir überspringen. and beautiful. A fair lass in a land Den of Teil kenn ich. barbarians. The tales say that Flemeth fell in love Das habe with ich, glaube ich, Osen Amo the bard. vorgelesen. In truth, my mother, Lord Conobar, approached young Osen and Bla, offered bla. him wealth and power in exchange for his lovely wife. Dann war sie sicher wütend. The life of a bard is a poor one, and all would have been well had Lord Conobar. Osen was led off to a field and slain, left for dead. Flemeth Nett. spoke to the spirits and learned of the deed, and swore revenge. Geister oder Dämonen? Spirits first, and 'twas they who slew Conobar. Flemeth did not turn to the demon until much later. Lord Conobar's allies chased Flemeth, you see. Chased her to the wilds, and there she hid. There she found the demon, and he made her strong. The legends all speak of the great hero Cormac, he who defeated Flemeth and her great army when she invaded the lowlands centuries later. All lies. Ab hier ist es dann wieder spannender, du lässt es ja auch wieder Sprecher. Selbst mein Volk hat schon von Cormac gehört. The truth of the matter is that there was never an invasion. As Flemeth tells it, the Chastened never raised an army under her banner, and she never fought with any warrior named Cormac. Cormac led a brutal civil war against his own people, and later claimed it was to vanquish evil that had taken root amongst the lords. Thus, he was hailed a hero. Klasse. Flemeth was only attached to the legend much later. Perhaps 'twas due to the great war with the Chastened that eventually came, but Mother claims not to know how it began. Na, großartig. Das kann man durchaus klar, das klingt plausibel. Kommt's dann, dass er so lange überlebt hat? The demon within her has transformed her into something else. An abomination, perhaps some would say.
I know not. I only know my mother is clever, and she is part of the wilds as it is part of her. But she is no immortal. She bleeds. A blade in her heart would kill her like any other, were it lucky enough to find her. Okay. Interessante Geschichte, danke. Flemeth tells it with far more embellishment than I, but you are welcome. Dare I ask of your own mother? Few are abominations of legend, 'tis true, but I find myself curious nevertheless. Es gibt über sie wirklich nichts zu sagen, oder? Ja, ich lieb sie. Was wollt ihr sonst noch wissen? Nothing. I wish to know nothing more. I find myself a little envious, to tell the truth. But it matters not. Let us move on. Okay, das gibt nochmal +5. What do you wish of me? Nochmal was froher. If you must. Seid ihr in der Korkari-Wildnis aufgewachsen? Why do you ask me such questions? I do not probe you for pointless information, do I? Es könntet ihr aber, wenn ihr es wolltet. Oh, what luck. What is it you asked? If I grew up in the wilds? A curious question. Where else would you picture me? For many years it was simply Flemeth and I. The wilds and its creatures were more real to me than Flemeth's tales of the world of man. In time, I grew curious. I left the wilds to explore what lay beyond, never for long. Brief forays into a civilized wilderness. Okay, ist dir niemand aufgefallen? For the most part, Flemeth taught me well. For all that I had been taught, however, the truth of the civilized lands proved to be overwhelming. I was unfamiliar with so much. So confident and bold was I, yet there was much that Flemeth could never have prepared me for. Mutig passt zu euch. Equal parts daring and foolhardy, perhaps. Only once was I accused of being a witch of the wilds, and that by a chastened who happened to be traveling with a merchant caravan. He pointed and gasped and began shouting in his strange language, and most assumed he was casting some curse upon me. I acted the terrified girl, and naturally, he was arrested. Gut reagiert. Men are always willing to believe two things about a woman. One, that she is weak, and two, that she finds him attractive. I played the weakling and battered my eyelashes at the captain of the guard. Child's play. The point being that I was able to move through human lands fairly easily. Whatever humans think a witch of the wild looks like, 'tis not I. Not that I did not have trouble. There are things about human society which have always puzzled me, such as the touching. Why all the touching for a simple greeting? Keine Ahnung, ich bin kein Mensch. Do not speak to me of trivialities. Your culture is not so entirely different. There were many nuances that Flemeth could never tell me of. When to look into another's eyes. How to eat at a table. How to bargain without offending. None of these things I knew. I still do not understand it all, truth be told, but then I gave up long ago any hope of doing so. When I returned to the wilds last, I swore to Flemeth that I had no intention of leaving again. Okay, und dennoch seid ihr jetzt hier. Yes, here I am. Well, let's get on with it before the ground opens up and swallows us, yes? Okay, das gab nochmal +5. What do you wish of me? Dann nochmal Retter. If you must. Und Gestaltwandlerin. I was not born such. 'Tis a skill of Flemeth's, taught over many years in the wilds. The chastened have tales of we witches, saying that we assume the forms of creatures to watch them from hiding. When a child is alone and separate from his tribe, that is when we strike, dragging the young boy kicking and screaming to our lair to be devoured. A most amusing legend. Okay, klingt wie etwas, was euch Spaß machen könnt. Ja. Oh? I truly doubt that children would be worth the effort. They are filthy, smelly things full of tears and snot and trouble. That said, I cannot speak for the tastes of my mother. She has, after all...
At least with that sort of touching, I would have been able to intuit the intent with far greater. Why do you ask? Is there something specific you wish to know? Das war jetzt gerade ohne Zusammenhang. Könnt ihr euch in andere Menschen verwandeln? The form of an animal is different from my own. One may study the creature, learn to move as it does, think as it does. In time, this allows one to become as it is. I gain nothing by studying another human. I already am the same as they are. I learn nothing. So the answer is no, my human form is the only one I possess. Okay. Kann jemand zum Gestaltwandler werden? Anyone with sufficient will, but the act of transformation is a magical one. 'Tis a spell and thus requires a mage's talents. Indeed, you could learn the spells required if I cared to teach you. Verbringt ihr viel Zeit als Tier? There were nights when the wilds called to me, 'tis true. You look upon the world around you and you think you know it well. I have smelled it as a wolf, listened as a cat, prowled shadows that you never dreamed existed. But my life is as a human. I am under no illusions to the contrary. Okay, reagieren andere Tiere auf euch, wenn ihr verwandelt seid? They do not shy away from me. To their senses, I believe I seem like any other of their species. As to what they think, I truly cannot say. Just as I am still human, no matter my form, they are still animals. Thus they cannot speak, even were I to ask. Okay, das von so einer Magie habe ich noch nie gehört. No, 'tis not unheard of in the remote corners of the world. There are traditions of magic outside of the circle of magi, despite what those mages would have you believe. Some of these traditions are old, indeed, passed down as carefully guarded lore from one generation to the next. The zealots of the chantry would uproot all such practitioners if they could, but as luck have it, some still exist. My mother is such a one. Okay. Derlei Traditionen müssen erhalten werden. I'm shocked that you think so. Being a mage of the circle as you were, but perhaps you felt a little like a caged bird as well, caught within that dark tower. Ja, sehr sogar. I thought so. Das ist alles. Indeed. Have you an opinion on my abilities, then? Am I an unnatural abomination to be put to the torch? Ich finde es ein wenig eklig. Ich finde eure Fähigkeiten ziemlich nützlich. A most practical opinion. Far more so than any man I have spoken to. But enough of such talk, let us proceed lest the dust gather on us. Okay, das geht nochmal +8 und inspiriert geringe Magie bei ihr. So, jetzt gucken wir doch nochmal, wie wir jetzt bei ihr stehen. Ja, jetzt habe ich trotzdem viel kaputt gemacht durch dieses scheiß Geschenk. Das fuchst mich jetzt noch, deswegen gucke ich jetzt noch, dass ich ein bisschen was krieg. Ich könnte jetzt natürlich auch wieder laden, aber das finde ich etwas doof. Wenn, dann sollte man damit leben, wie es ist. So, bla bla. Zeigt man die Ware. Dann verkauft man nämlich noch ein bisschen Kruscht. So. Den ganzen Kram können wir verticken. Ja, Twins-Schwert, komm, benutzt eh keiner. Den ganzen Schampel können wir fortschmeißen. Braucht kein Mensch. So. Der Eisering noch. Da haben wir bestimmt auch noch Kruscht. Naja. Gucken wir mal hier. Arkane Methodik. Das ist... Okay, körperliche Methodik. Krieger oder Schurke und oder für Magier. Das ist dann wahrscheinlich für eine andere Prestigeklasse. Bartflasche, Kuschelstein, Totengebete der Kunari. Das ist doch ganz cool. Brandwein, Stammbaum, Schutzkragen, hässliche Stiefel. Valesianische Maske, Duftseife. Krückstock der Katzendame, Keuschheitsgürtel. Schönes Geschenk. Okay. Rucksack. Ja, den holen wir uns natürlich. Jetzt können wir jetzt nämlich 100 wieder tragen. Templer, Waldläufer, brauchen wir eigentlich alles auch nicht. Den Käse, ne?
Gucken wir nochmal, was wir hier von Kram noch verkaufen können. Und hier haben wir noch was. Lebenstein brauchen wir, glaube ich. Geistscherbe. Froststein möchte ich zumindest mal Enna behalten. Genauso beim Blitz. Und das können wir erstmal losen. Okay. So, Totengebete der Kunari war da noch. Aber beim Morrigan wollte ich jetzt auch nochmal gucken, was wir für die möglicherweise noch hätten, ne? Amulett der Erinnerung. Alistair-Puppe, das haben wir ja schon mal gegeben. Graue Wächter, Handpuppe ist egal. Wo ist er dann? Da ist er. Stan, bitteschön. I am impressed. Oi. My thanks. Plus 50. Nicht schlecht. Okay, geringe Stärke haben wir bei ihm inspiriert. Warte mal. Stan. Das kann er immer noch nicht tragen. 38. Bei wie viel ist er dann gerade? 35. Ja, er braucht noch ein bisschen. Okay. You and your friends are formidable folk, indeed. Bla Good to have you. bla. I'm sure. Die Ware, wenn möglich. Und dann gucken wir nochmal noch schöne Geschenke. Bartflasche, ja. Okay, Kuschelstein. Brandwein, Schutzkragen, hässliche Stiefel, Duftseife. Holen wir vielleicht mal von Morrigan, Schmetterlingsschwert, keine Ahnung, Keuschheitsgürtel ganz bestimmt nicht. Zuckerkuche, schönes Geschenk. Okay, schönes Geschenk holen wir mal eins einfach. Unzerstörbare Taube. Okay, vielleicht ist das auch was für sie. So, wir probieren es einfach mal. Zack und zack, Morrigan. Jetzt gucken wir mal. Duftseife ist nicht für sie gedacht, aber hier. Interesting. Oi, plus 10. Das ist schon mal gut. Die Taube. A terrible notion. Okay. Und die Seife. A terrible no. Okay, bei wem geht es dann? Okay. Na gut, dann halt nicht. Aber wir haben bei Morrigan jetzt immer hier wieder plus 39. Schauen wir mal nochmal. You and your friends are formidable Bla, folk, indeed. bla. I'm Wir holen einfach nochmal welche von deinen schönen Geschenke. Okay. Da holen wir mal 3 davon nochmal. Und gucken, dass wir es nochmal an Morrigan kriegen. Und dann haben wir halt auch wieder ein bisschen überzogen. Interesting. Ja, 10, Interesting. 10 und 10. Interesting. So, jetzt ist uns sehr zugetan. Okay, mittlere Magie haben wir auch noch inspiriert. Ich denke, das müsste soweit ganz gut laufen. Und jo, dann würde ich sagen, ihr liebe Leute, wir sehen uns übermorgen wieder zu Let's Play Dragon Age Origins auf Pelzig. Ich mache jetzt heute auch erst einmal wieder Aufnahmestopp. Und wenn ich das nächste Mal aufnehme, das ist dann unmittelbar wieder, bevor ich zum Drachefest fahre, ein paar Tage vorher. Das werden dann wahrscheinlich nochmal 2 oder 3 Episoden sein, die ich aufnehme. Und ansonsten sehen wir uns dann übermorgen wieder zu Let's Play Dragon Age Origins auf Pelzig. Wenn ihr wollt, kann ich auch gerne mal ein bisschen was erzählen, wie es da abgelaufen ist, wenn ich dann wieder zurück bin. Das wird dann aber erst, wie gesagt, in 3, 4 Episoden sein. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Iron Yankee.